Es geht weiter, stets heiter bei Pikmin 4. In der letzten Folge haben wir unser erstes Dandori-Duell gewonnen gegen einen Laubling. Nämlich ich annehme, es entweder Olima oder Louis, wie auch immer. Sonst irgendwie so ein Spacko vom Dienst. Und ja, er hat einen Laubling ausgespuckt, der, naja, kein Plan, wer das sein soll. Wir brauchen dafür erstmal einen Arzt, der ihn untersucht. Und ich hoffe, in nächster Mission finden wir unseren verschollenen Arztkumpel, beziehungsweise halt, ja, Crewmitglied, hä? Davon müsste einer noch Arzt sein. Erst 15%, alter Schwede. Das ändert ist das Spiel selber riesengroß, vielleicht zum Vorgängern. Und es gibt einfach nicht mehr so viele Gebiete wie früher. Weil ich habe die Gebiete bei Pikmin eher kleiner in Erinnerung als jetzt schon. Also jetzt als bei Pikmin 4. Wir sind natürlich auf die ersten 2, 3 Gebiete, die sehr groß sind und die anderen sind wiederum klein. Das könnte ja auch sein. So, erstmal einen Plan machen, was wir alles machen müssen oder finden müssen vor allem. Ich wäre eigentlich froh, wenn wir mal neue Pikmin-Sorten finden. Finde ich ganz cool. Huch, wer meldet sich da? Michael, bitte kommen. Ochi mag es nicht, nass zu werden, doch ich habe mit ihm schon länger in der Badewanne der Shepard geübt. Dessen Namen weiß er endlich soweit. Er ist geschwommen. Endlich kann er schwimmen, Freunde. Jetzt, dass er sich an das Wasser gewöhnt hat, kann er Gewässer ganz einfach durch Hundepaddeln durchqueren. Steige zusammen mit dem Pikmin auf Ochins Rücken und dann könnt ihr gemeinsam neues Gelände erkunden. Ochin, du bist der Größte. Ah, der gute alte Ochin. So, Plan für heute, was machen wir? Also, hier durch geht noch, also hier hoch geht schon. Aber ich kann einfach hier runter, das bringt mir jetzt noch nicht so viel. Hier ist irgendwie das Problem, wenn ich nicht genau weiß, was überhaupt hier sein soll. Und hier ist irgendwie so eine komische Brücke, da bin ich irgendwie auch ein bisschen verwirrt. Das heißt, theoretisch können wir hier rüber und gucken, was wir hier machen. Also insofern wäre das mal eine Markierung wert. Die andere wäre hier oben. Da waren wir in der letzten Folge auch schon, weil mich immer interessiert, was das hier überhaupt ist, ob er das irgendwie einsprengen kann. Also aufsprengen kann, besser gesagt, sei es mit der Bombe oder was auch immer. Ich will doch erstmal hier rüber und so gucken, wie ich, dass ich echt irgendwelche Pilze irgendwie platt machen kann. Dann hier ist eine Brücke, die wir machen müssen. Ja, obwohl. Ja, das kann eine Brücke sein, ne? Überall Brücken, Brücken, Brücken. Ja, blöder Park. Dann natürlich hier hin oder hier hin, beziehungsweise mal die entdecken, das wäre auch schon mal was. Okay, okay. Aber irgendwo Elektrozäune sehe ich gerade zwar keine. Wir gucken mal. Was sagt die Empfehlung? Was soll ich mitnehmen? 20, 20. Die Roten sind gar nicht mehr gefragt, wa? 3 einfach Pikmin auswählen. Empfehlung. Doch, es muss hier nochmal eine Pikmin-Art geben, ja? Da oben steht es ja. Also steht, in Anführungszeichen. Also wir gehen erstmal den roten Weg entlang. Auch wenn Ochin schwimmen kann, das ist mir noch nicht so geheuer. Ach, kommt so nicht Ochin hier natürlich überall durch, da ist auch klar. Wenn Ochin jetzt hier drüber geht, ich brauche trotzdem einen guten Rückweg, sag jetzt mal so. Das Ding holen. Das Problem ist, ihr braucht hier erstmal ein paar Pikmin-Arten, 30, um das Ding einzufrieren. Oder, und da mache ich jetzt mal den Test dazu. Moment, ich weiß gar nicht mehr, wie die Taskkonvention dafür ging. Das Ultra-Motivier-Spray, das ist was anderes. Warte mal, ging das schon wieder? Wo kann ich hier? Hilfsmittelfähigkeiten. Ochin, Fertigkeiten? Nee. Wo sind die Items? Moment, bin ich jetzt ganz doof oder tue ich nur so? Hat noch ein paar Items im Inventar. Hä, wie kann man jetzt darauf zugreifen? Das ist die Drohne.
Das ist natürlich auch cool. Huch. Ist eine Brücke, die muss ich von hier aus befüllen, okay. Das ist der andere Weg, wo ich schon mal gesagt habe, okay, ihr könnt ja theoretisch durch, da kann ich noch irgendwie mit dem Holen, hier kann ich durchbrechen, okay, okay. Hier kann ich vermutlich auch hochspringen, ja, ziemlich sicher. Dann hier durch, das ist quasi der andere Weg. Also man sieht hier relativ gut, dass die Wege miteinander verbunden sind, das ist soweit schon mal cool. Die Pilze, und dann keine Ahnung haben, was sie überhaupt zu bedeuten haben. Das ist irgendwie ein Weg und noch nicht weiß, was überhaupt sein soll. Das ist irgendwie aus die Heizspulen oder so. So, von der Heizung halt. Hey, nochmal ein Dantore-Duell hier oder was? Oder steht einfach nur so da? So cool, wie lange ich rumfliegen kann. So, warte mal. Ist echt ein bisschen verwirrend. Warte mal. Schnellauswahl. Kunstone, Missionen. Ah, jetzt. Die Tasche. Ich vorher gar nicht darauf zugreifen konnte. Hm? Achso. Nein. Lass los. Lass los da. Ja, so toll. Das heißt, geschmolzen. Okay, das hält also nicht lange. Hm. Wofür sollen wir die Eisbombe gebrauchen, wenn das so kurz ist? Ist doch scheiße, Freunde. Ist scheiße. Oh, ihr Pigment-Soulin ist nicht schön, das stimmt. Noch ein bisschen zu langsam. So, bitte mal mitnehmen. Gehe ich mal hier mit euch weiter. Richtiger Sauger. Wenn er nur saugen kann. Die kann ich eigentlich irgendwie... Irgendwie süß. Ja, aber dauert so lange, ganz ehrlich gesagt. Das dauert mir zu lange.
das erste reichen. Dann könnt ihr zwei das mitnehmen. Der nimmt noch das mit. Na komm. So, 25 dabei, das ist doch schon mal feierlich. Oh, da oben ist noch hin, ne? Kommt eigentlich hoch? In der Macht von Ochin vielleicht? Nee, das, ich glaube, so hochspringen kann Ochin noch nicht. Okay, dann ein bisschen doof. Ansonsten müsste es eigentlich so gehen. Oder von der anderen Seite, oder von hier hinten halt. Ja, noch gar nicht, oder erst einmal von hier. Da kommen zwar auch... Eigentlich schon mal. Na, egal. Ein Ei. Es ist ein kleines Ei. Das war fies. Ich kann trotzdem hier schon mal ein bisschen mich weiter umgucken. So, wie soll ich das irgendwie einsprengen? Ja, so nicht. Ochin an Eis. Oder auf Eis. Wie konnte das geschehen? Er ist eingefroren. Schnell, ruf in der Pfeife. Da war mich halt direkt. Das vielleicht erst dann geht, wenn ich... Wo bringt ihn jetzt entlang? Ah, da entlang, okay. Schwierig, Freunde. Was? Nein. So. Neue Pikmins. Den einsammeln? Nee, komm. Nur Ressourcenverschwendung. Mal gucken, ne? Also hier haben wir jetzt zwar eigentlich alles gemacht. Das ist ja auch schon unten. Das heißt, das muss ich jetzt mit der anderen Pikmin einreißen. Bevor ich jetzt irgendwie da entlang gehe, mache ich erst einen anderen Weg hier unten noch. Da wissen wir, da kommen wir gerade nicht durch. Dort hat es eine Zwiebel, dafür muss ich auf... Ja, am besten eigentlich schon den Fluss einfrieren, ne? Mit den Eispikmin, dann wird es am besten gehen.
So eine plötzlich alles so verwirrt. Okay, du gehst wieder rauf. Nein! Wo ist Ochin? Ah, da. Erschrocken, ey. Auf mit Gebrüll! Vernichtet den Feind! Hä? Hat nur das gedroppt? Okay. Fuck, bin ich erschrocken, ey. Okay, mach dir das bitte mal. Praktisch. Wir gehen wieder runter. Das Problem ist halt jetzt hier, wie käme ich überhaupt hoch? Ja gut, hier halt, ne? Und hier wieder etwas zum Einreißen. Okay, okay. Da ist so ein Typi, da ist so ein Typi, okay. Ach, Pikmin rausziehen kann er nicht, wa? Das ist natürlich schade. Gibt es etwas, was er mit Ochi noch machen könnte? Vermutlich nicht, wa? Was nicht verlieren, Ochin? Ach so. Junge Ochin. Ich bin richtig erschrocken, ey. Wer bist du jetzt? Da! Oh, diese Person ist gestrandet und Blätter auf dem Kopf. Tandoori. Ich hab nur so einfach ein Loch im Boden springen. Was? Nein, nicht jetzt. Kein Bock drauf. Wenn so ein Quatsch macht, ist er selber schuld. Was macht er schon wieder? Ochin, please. So. Könnt ihr das jetzt einreißen oder was? Ja, okay, gut. Aber meine Tage gehen viel zu schnell um, Freunde. Ne, warte mal, falsch. Haben wir gerade noch irgendwelche Pikmin, die unterwegs sind? Nö, wa? Er hätte irgendwie schon Ochin eine Anleitung geben können. Zum Beispiel, Ochin, geh hier durch oder so. Soll ich erstmal ein paar Leute retten, wa? Ja, am besten bleibt er trotzdem einfach hier. Also hier zumindest in der Nähe.
10 Jahre später. Dankeschön. Okay, eine weitere Höhle. Da wäre ganz so schlecht, weil ich jetzt sowieso schon hier bin. Ochin ist ja da drüben, das heißt, er ist eigentlich in Sicherheit. Natürlich brauche ich ihn, aber er sollte eigentlich auch mitkommen können, zumindest. Da kommen wir noch ganz kurz mit. Egal, was sonst was wir machen können. Die Dinge noch da zurücktransportieren. Ne, komm, wir gehen da rein. Königreich der Bestien. Eine Punktkäferarten. Müssen wir auf meine Items verlassen. Oha. Dann rein da war. Alter, 40 Empfehlung. Ja, aber noch andere. Okay, die haben wir gar nicht. Aber keine anderen Pikmins hier gesehen. Und noch keine. Sind die vielleicht irgendwie im Untergrund oder so versteckt? Oder ähnlich, wenn wir einen anderen Pikmin haben, dass einfach nur halt die Pikmin selber hier sind, aber keine Zwiebel dafür. Das kann natürlich sein, ne? Also hier vielleicht doch irgendwann mal die blauen finden, aber die Zwiebel ist halt im ersten Gebiet. Also ich gehe mal davon aus, dass die Zwiebel der blauen Pikmin war, nicht die der Eispikmin. Na, was? So. Die Drohne mal kurz das Gebiet überfliegen. Mhm. Ein Croissant hier unten. Die Dinger platt machen. Okay. Noch weitere rote Pikmin. Mhm. Ein paar Scherbenhaufen und da geht's dann zurück. Alles klar. So, der Vorteil im Untergrund ist, muss man keine Zeit, also kann man Zeit lassen, ne? Na toll, genauso wollte ich einfach hindern. Na, weiß hier? Hä? Nix. Ah. Und also Pikmin, das muss reichen. Achso. Na gut, dann halt. So, dann holen wir die mal noch. Wenn ihr so unbedingt den haben wollt. Also bleib mal kurz hier. Ja, noch ein bisschen. Währenddessen kann ich aber schon mal hier die Wand anreißen.
Blub, blub, blub. Von Geisterhand, wa? So, jetzt aber ab in die nächste Ebene. Mit 50 roten Pikmin. Wow, 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 yeah. Ja, wäre trotzdem, wenn wir hier irgendwas finden würden, sei es eben blaue Pikmin oder sei es ein Geredet, aber steht da gerettete 0 von Fragezeichen, also wird es mindestens einen geretteten hier geben. Also einen, den man retten muss quasi. Einen zu retten da, besser gesagt, ja. Oh, okay, was ist denn hier? Hier ist Wasser. Aber jetzt können wir dank Ocean ja da durch, das haben wir schon erfahren. Und wir haben Fels-Pikmin gefunden. Also noch ein neuer Pikmin-Art, Freunde, aber nicht die, die ich erwartet hatte. Das sind ja schon richtige Pikmin, oder? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Olimar die in seinem Logbuch erwähnte. Felspigmin. Felspigmin sind steinhart. Sie können Glaswände zerbrechen und im Boden gerammt werden. Selbst Stacheln machen ihnen nichts aus. Aber trotz ihrer Zähigkeit können sie auf harten Oberflächen und von den Zähnen anderer Kreaturen zerquetscht werden. Also hart wie Fels, hm? Der hätte wahrscheinlich auch wieder für Steine gehalten, wenn ich gewusst hätte, dass sie Pikmin sind. Pikmin! Yes, Mann. Das heißt, uns fehlt eine weitere Zwiebel. Jetzt fehlt eigentlich schon die Zwiebel für Eispikmin. Es fehlt die Zwiebel für die Felspikmin. Das ist aber noch alles scheiße. Es fehlen ständig lauter neue Pikmins. Okay, sind hier überall Felspikmin, ne? Werden abgerissen, genau. Wow! Gegen die da eines von Bomben? So, und natürlich kurz noch das hier jetzt mal gesprengt. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, ist noch eins, ganz vergessen. Mhm. Kommt gut, Freunde. Da kommt schon, Freunde, ihr schafft das. Ihr seid Pikmins. Und was für welche. Oh, nicht gut. Motivierspray gegen das Viech? Ich weiß ja nicht. Wobei, wir haben ihn, ne? Also, wenn soll ich uns sonst mal einsetzen? Ich muss ganz kurz was gucken, Freunde. Irgendwas ist noch ein bisschen doof.
Ne, warte mal. Hat er doch so jetzt gemacht. Ah, genau. Ich sehe nix. Ah, jetzt. Hochin ist auch motiviert. Was ist los, Hochin? Du freust dich ja richtig. Hey, Sinn, wie aufgeregt er ist. Er muss ultra motiviert Spray eingeatmet haben. Zum Glück scheint es ihm nicht geschadet zu haben. Er macht einfach den Ausdruck, als hätte es ihm einen Energieschub verpasst. Das war eigentlich auch das Ziel. Und hier ist nicht mal etwas. Voll fies, ey. Und sonst nur sagen, es läuft. Glycerium. Warte mal, wo Glycerium? Wo war hier schon der Ausgang? Ah, doch da. Ich bin der Richtige. Nein, falsch. So. So, auf zur letzten Ebene. Königreich der Bestie, ne? Wird, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger mit dem Viechern hier. Ich hätte davor nicht Eispicken dabei hätte. Die starken Dinger hier einzufrieren. Oh, der erste Boss. Oh. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Ja. Oh nein, so einer. Warte mal. So steht da 0-1. Ich meine, seht das falsch, wenn ich ihn von hinten angreife, kann nichts passieren. Aber es sind ja Steinpigmin, können die überhaupt von dem auch zerquetscht werden? Mach's mal lieber so. Ochin. Ochin nicht am Limit. Und 0. Das Tor ist geöffnet. Na ja, gut, sagen wir eher so eine Art Zwischenboss. Ein richtiger Boss war es nicht. Ich sehe mir die Visitenkarte an. Hoffentlich ist einer unserer Kollegen. Span und Berner werden noch vermisst. Wobei Berner wissen wir, dass das. Ich wollte gerade sagen, Berner wissen wir, dass der zum Laubling wurde und der andere ist der Arzt. Dass der irgendwo hier unten. Gut, vielleicht schon, ja. Ein Tierfreund. Zum Glück haben wir ihn gefunden. Wie viele ganz normale Leute sind eigentlich hergekommen? Also weitergeht, treten wir uns bald gegenseitig auf die Füße. Das auch, und zum anderen ganz ehrlich, ey, jetzt zieht voll das LP in die Länge. Nur 20 Glycerium? Alter Schwede. Das Reiten auf Ochin ist schon cool, ich finde es aber halt schade, dass ich zum Beispiel nicht so Dinge machen kann wie alle Leute losschicken, wenn ich auf Ochin bin und so.
Das sind so Punkte, wo ich mir jetzt sage, schade. Es geht noch weiter runter. Okay, Freunde, wir machen heute wieder mal grandiose Überlänge. Wobei, so grandios sind wir gar nicht. Nö, geht. Erst ein bisschen mehr als 30 Minuten. Das ist fast nicht human. Gamecoin. Das heißt, überhaupt ein Spiel noch erlaubt ist. So. Gehen wir mal runter. Oh Gott, wenn die jetzt auf noch größer oder was? Gut, ich meine, wir haben jetzt schon die Fels-Pikmin, ne? Also, es geht schon voran, das schon. Er will sie zurückkehren, nutze die Beagle. Ich glaube, da muss er von der anderen Seite her. Ein paar mehr Fels-Pikmin, das sehe ich nicht so gerne. Da ist ein Rückweg. Okay, den ranhangen. Ja, warte mal Leute, bitte noch nicht. Hä? Wo bist du jetzt? Oh. Praktisch. Das Problem ist, ich kann da offenbar... Warte mal. Muss doch gehen. Ah, jetzt. Das ist schon ein paar jetzt irgendwie doch einen gelben Pikmin hier, da wäre es ein bisschen fies gewesen. So, jetzt aber, Freunde. Jetzt könnt ihr anfangen, hier einzusammeln. Gut, er macht schon. Und ein bisschen Gold, kann auch nicht schaden. Okay, auf dem Weg hier haben wir sonst nichts vergessen. Das hier hinten haben wir es. Ich könnte theoretisch natürlich hier übers Wasser. Die Frage ist bloß, warum? So umviere. Das war knapp. Ich glaube, der wäre fast noch verspeist worden. Das geht noch tiefer, ey. Wie groß ist denn die Höhle hier? Meine Güte. Dann
alles mitgenommen, da aktiviert. Jo, perfekt. Absolut auch cool, dass es irgendwie so Geheimgänge gibt, wo nur Otschen rein kann. Wobei, da gilt auch mal nur für aktuell. Was machen, wenn Otschen mal größer wird? Hätte ich ja voll die Arschkarte gezogen. So, Ebene 5. Alter. Reicht langsam hier. Ich meine, es ist halt irgendwie auch repetitiv, versteht ihr? Und auch irgendwie das Gefühl, kommst nicht richtig weiter im Spielverlauf selbst. Aber gut, es kommt darauf an, wenn es am Schluss irgendwie... Okay, ich glaube, jetzt sind wir auf der letzten Ebene. Wenn es am Schluss irgendwie heißt, ja, es gibt insgesamt nur 5 Gebiete, dann sind wir eigentlich relativ schnell durch. Jetzt noch mehr Pikmin. Der patrouilliert hier, also muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Es geht noch tiefer. Der hat ja noch Verstärkung dabei. Ja, sind ein paar abgekratzt leider. Hätte man noch eleganter machen können, ne? Wieder auf die Rückseite und so. Ja. Also ich bin auf eigene Faust unterwegs und gefällt mir gar nicht. Ochi. Das Glücksschwein hier. Ab und zu haben wir ein bisschen Glück. Das war Ochin. Hä? Ochin, was ist los? Ihr habt doch dir... Ernsthaft? Diese Pikmin den selber auch einsammeln? Alter Schwede. So, kommt alles einsammeln und dann wieder ab in die nächste Ebene. Junge. Das Mycelium gesammelt. Genug für das Gebiet, war. Fantastico, das Ziel ist erreicht. Mit so viel gesammelter Energie können wir die Reichweite des Radars weiter erhöhen. Du bist super, Mann. Ja, ich bin Superman. Okay. Also komme ich natürlich nicht mehr weiter, war scheiße. Rückweg nehmen. Doof. Also könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde hier die Höhle ist ein bisschen übertrieben groß.
So. Das ist auch noch. Ochin, der kommt zu uns zurück. Die sind soweit auch fertig. Also 63 Pikmin, das klappt doch schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir hier drin noch ein paar Schätze, die ich gesehen habe. Also Schätze in Anführungszeichen. Ansonsten ist das Gebiet gemacht. Okay, na Gott sei Dank. Hopp. Na, Ochin ist schon süßer. Das war auf alle Fälle ein besserer Begleiter als Louis. Ja, ich weiß, es ist fies. Ist fies, aber wahr. Auf eine Art und Weise. So. Wie sieht's aus, Freunde? Nochmal eine Ebene runter. Oh, um Gottes Willen, da muss man gucken, wie weit der Tag ist. Aber so groß ist die Höhle, ist der Tag vermutlich auch vorbei sein, ne? Haben noch ein paar Pikmin draußen, die unterwegs sind? Ich hoffe mal nicht. Waren die in der Nähe von Dingen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hoffe mal schon. Doch viel hier zu retten, ne? Die Frage ist jetzt halt ein bisschen. Wow, keine Chance. Okay. Tut mir leid, Kleiner. Der hier stehen halt Pikmin, ne? Das ist. Müssen besser willen, wie man das irgendwie anders machen sollte. Meine Güte, ey. Aber von hinten kann ich bei denen gar nichts ausrichten. Also sind wir hier fertig, oh Gott sei Dank, okay. Puh, was für eine Folge, was für ein Tag, was für ein Gebiet, was für ein Untergrund. Oh mein Gott. Ja, wir kommen. Ich hoffe, es ist der Arzt. Nein, natürlich nicht. Ah doch, nee. Warum ist die Mitglied? Warum ist die Mitglied? Ich wusste gar nicht, dass sie auch Forscher angestanden sind. Ja, nein. Mann, ey, so eine Rettungscrew. Also es kommt darauf an und zum Schluss irgendwann heißt, ja, es gibt insgesamt, keine Ahnung, 10 bis 20 Gestrandete, die nichts mit uns zu tun haben. Dann denke ich mir so, okay, gut, das kann ich jetzt noch so einigermaßen akzeptieren, wenn es aber irgendwie heißt, ja, es sind nur 100 Stück und so. Und von denen Untergrund gibt es nur 50 oder so, dann muss ich vielleicht irgendwann sagen, du, sorry Leute, aber die Sidequest lassen wir links bleiben, weil dann dauert es ein bisschen lange. Beziehungsweise, wie es momentan ist, ein bisschen repetitiv das Ganze.
Wie gewohnt sind die Pikmin unbedingt die intelligentesten Lebewesen. Zumindest teilweise. Was soll das überhaupt sein? So, er ist auf dem Weg. Nö, sieht nicht so aus, wa? Aber Schätze haben wir verdammt viele geholt. Mamma mia. Eins, zwei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. So, nochmal gucken. Kann mal einer von euch. Perfekt. Freunde, wir hauen ab. Ich habe genug vom Untergrund. Hey. Das wäre ein bisschen schlauchen. Puh. Rettungsmission geglückt. Das war zwar keiner von der Crew, aber ganz ehrlich, wenn es noch 2 Crewmitglieder sind, von einem wissen wir, wer zum Laubling wurde. Also ganz ehrlich, weiß halt auch nicht. Ne? Motivation plus 2 immerhin. Nur halt das mit der Eisbombe. Da finde ich, sorry, wenn ich schon Eisbomben brauche, verwenden kann zum Einfrieren, wäre cool, wenn die ein bisschen länger halten würde. Das war ein bisschen, naja. Ich will nicht sagen, schwach oder dämlos und einfach ein bisschen enttäuschend, sagen wir es mal so. 53 Minuten, ne? Ich hoffe, wenn wir hier rauskommen, dass nicht gerade der Tag, der die 10 Sekunden Countdown einsetzt. Weil ich sollte noch ein paar Pikmin holen, irgendwo. Warum kommen diese Pikmin nicht aus der Zwiebel? Ah, dem Logos-Wohl kann es eben nur 3 Pikmin am gleichzeitig an der Oberfläche geben. Was? Nur 3? Was ist das für ein Scheiß? Okay, 3 sind noch irgendwie unterwegs, wa? Ja, genau das meinte er nämlich. Boah, hey, die sind nicht dort. Pikmin-Keime sind noch da. Okay, pflügen sie später. Wissen noch, ja. Wobei, es könnte noch knapp reichen, weil sie im Gebiet. Ich glaube, es passiert sowieso nichts. Auch mittendrin abgebrochen, das kann wohl nicht wahr sein. Also das Gebiet hat noch ein bisschen was zu tun, ne? Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber wir haben hier die Felspigmen gefunden. Wir haben halt immer noch die Wasserpigmen. Sind die echt noch im anderen Gebiet, hey? Trotz allem. Kann das sein? Ja, aber sonst wäre dort die Zwiebel, aber die Eispigmen sind ja auch nicht dort. Also spielt die Zwiebel der Eispigmen, ne? Die waren im ersten Gebiet, also die Eispigmen waren im ersten Gebiet, aber die Zwiebel nicht. So, gerade ist weiter vergrößert. Tschung, tschung. Dann geht's zuvor abgeschlossen. Wir schalten jetzt das Radar ein. Radar, 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 Radar. Ja, es funktionierte. Ja, und wir haben ja in diesem ungeforschten Gebiet weitere SOS-Signale erfunden. Ich finde keine Zeit, Mann. Wir müssen Captain Olimar finden. Du, 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 du.
Glycerium, da haben wir echt viel. Vor allem schätzen. Meine Güte, ein Goldklumpen noch. Verloren 11 Face Pikmin sogar. Mann, da gibt es von denen eh so wenige hier. Also, bisher. Egal wie oft ich es mir ansehe, wird aus ihnen nicht schlau. Das Schätzen schon seltsam. Oh ja, wer hat sie erschaffen und zu welchem Zwecke? Man denkt nur an den Schatz, den wir ganz zu Anfang fanden. Die anregende Klapptafel, sie lässt sich öffnen und schließen. Vielleicht handelt es sich dabei um ein Notfallzelt, das ein Beschützer von einem Element schützen soll. Interessante Theorie, wenn auch wahrscheinlich nicht zutreffend. Wenn ihr wüsstet. So. Eine gute Energiequelle. Bis 7000 jetzt, Olimars Rettung. Ja, im Prinzip wissen wir, wo die sind. Die Gestrandeten. Ein bisschen Winkel 1. 50 Schätze. Oh, Alter, wir sind schon. Ja, gut, Schatzsuche 1, ja. Ist er erst. Rettungsmission Tag 8. Okay, kurz abwarten. Ist irgendwas Neues? Ich würde sonst wieder schon mal gerne kurz mit Ochin noch trainieren. Das geht ja auch schnell. Die Dolphin? Wieso jetzt plötzlich? Im Basiscamp war es etwas voll. Da haben wir ein neues Gelände erschlossen. Etwas Merkwürdiges dabei entdeckt. Und was wir entdeckt haben, das erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei Pikmin 4. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.